das war Tradition bei den nächsten politischen Reden, dass alle Parteien Bekenntnis zu Europa auflädt an die Wichtigkeit von Europa für Reise nachstreicht. Und noch den Herr Minister Asselborn hat gestern signalisiert, gesagt, wir sollen in Europa leben. Nur aus Europa keine Religion, kein Dogma. Aber wir fragen, ob wir in Europa sollen wir da leben, und das Europa von den Ideen oder das Europa, was man heute gesehen als seine Realitäten, und das eigentlich nicht mit das Europa, als mit dem wir aufgewachsen sind. Europa hat sich ganz viel verändert. Europa ist nicht mehr die automatische Solidargemeinschaft, die man früher kannte, Egoismus, Wurzel, Länder gesehen Europa heute. Viel mehr pragmatisch, das nicht mit dem Wunsch, sich zu integrieren, den überall spielt, wie das früher war, und das auch nicht mit der Rücksicht, da beklangt Land wie Eis, hier und da, vielleicht noch nicht zu losen, wir sind einfach an einem ärmeren Europa, wie wir früher waren, aber wenn wir heute darüber schwätzen, und wir einen realistischen Blick auf das Europa werfen, wollen wir wenigstens Europa frohen abwerfen, wie das Europa in den nächsten Jahren sich eventuell könnte entwickeln. Wir müssen einfach auch intellektuell agil sein, wir müssen uns können erstellen, ob neue Herausforderungen, die an dem Europa kommen. Ein paar Beispiele vielleicht. Eine erste Frage, die wir uns stellen, als was geschieht, wenn das Vereinigte Königreich wirklich aus der Europäischen Union raustritt. Das ist keine unrealistische Idee, das ist durchaus möglich. Das ist aber hier an dieser Diskussion wird das kaum thematisiert und es wird als nicht schlimm durchgestaltet. Es ist aber schlimm, weil es das lässt mit einem Europa, was von unseren zwei Nachbarn, Deutschland und Frankreich, da komplett dominiert, das wo aber das Vereinigte Königreich immer noch ein Ausgleichsfaktor war. Und Lützeburg findet sich ähnlich an einem anderen Europa mit England wie ohne England. Wir müssen einfach gucken, dass wir erkennen, dass das Interesse nicht unbedingt so leid, wie einfach nur zu gucken, dass das Vereinigte Königreich austritt, mit dat man nur Brücke sich auch hier nur Möglichkeiten wird an der Union zu halen, inklusive der Möglichkeit für eventuell Neuverhandlungen vom Treaty zu machen, für denen Surgen, die Engländer noch einer Staaten haben, entgegenzukommen. Als ein Interesse als Land, das für Märkte zu haben, einen offenen Markt an eine Währungsunion, wenn wir die brauchen, mischt die besser do mit einem offenen Markt mit dem Vereinigten Königreich, aber mischt die mehr schlecht do ohne das Vereinigte Königreich. Da können eine zweite Unsicherheit dabei, und die wird auch kaum diskutiert, das mit unserem französischen Oper. Was geschieht da in den nächsten Jahren? Wir haben die erste Kehr zu hinterlegen, die Perspektive, die Möglichkeit, die nicht kann ausgeschlossen gehen, dass eventuell eine Partei auf Frankreich und Ruder könnte, die den europäischen Grundgedanken nicht teilt, die Währungsunion nicht will, die den freien Handel nicht will. Alles das hat natürlich dramatische Konsequenzen, ob man das kleinste, ein von den kleinsten Notbestaaten, wo Frankreich, nämlich Lützeburg, und noch das als eine Sache, die man mal müssen diskutieren, was da geschieht. Auch die Währungskrise ist nicht drüber, die Eurokrise, die Schuldenkrise ist nicht drüber. Auch da sind noch Gefahren für uns, aber wir müssen uns auch da diese Sache stellen, und nicht einfach, das ist richtig, dass man so in Europa ist, ist wichtig, aber ein realistischer Blick auf das Europa. Und das fängt an bei den Notbeschländern. Belg ist nicht mit die Belg, die man kann tun, aber sie geht führen auf einem Weg vom Außernehmen dividieren von den nationalen Regionen. Holland als ein Land, mit dem wir eigentlich nicht mehr viel gemeinsam haben, was schön ist, weil am Benelux hat es aber so viel können verbannen, und noch in Europa, mit dem wir früher ganz neu waren, wo es sich auch vielleicht gegen Lohnere mehr erfahren zu machen. Europa ist Mikal gehen, Männer solidarisch, aber wir mussten uns einfach auch darüber löserlos erstellen. Wir sehen gleichzeitig, dass großen Druck auf uns ausgeübt wird. Am Steuerdossier, wo man in der Budgetdebatte vielleicht darauf zurückkommen, aber auch am Siege, wo Druck ausgeübt wird, wie man das ein oder andere Mandat aufgehen, wo Lützeburg, oder auch der Parc Européen, den umstritten ist. Das sind alles Tendenzen, die uns Sorge machen. Und da geht es nach einem anderen Domain, und da gehe ich drauf, weil man dann Brasse drauf angegangen ist, das ist eben der Meinungsfreiheit. Sie hat gesagt, das ist wichtig, dass man gegen den Rechtspopulismus vorgehen. So, ja, aber auch der Linkspopulismus, der wir nicht auf einer Seite plan sind. Und da können wir aber noch dabei, dass man aber grundsätzlich Wert von Europa, das ist doch Meinungsfreiheit. Aber wir dürfen Freiheit nicht tot machen am Namen von der Freiheit. Wir müssen aufpassen, dass man natürlich verschiedene Exzesse bekämpfen, aber doch nicht an eine Richtung gehen wie die European Council on Tolerance, wie ich danach proposiert hat, dass man wel ganz Kataloge, wo Meinungen kriegen, die nicht mehr dürfen ausgedrückt gehen. Wir sind, und wir bleiben, und wir wollen, das sind eine freie und demokratische Gesellschaft, die auch muss extrem Ideen können aushalten, mit dem man es politisch und nicht juristisch sollen auseinandersetzen. Als Freiheit, also ein wichtiges Element von der europäischen Identität, und wir dürfen Dinge da vorstellen. Dann haben wir natürlich, und das ist auch von verschiedenen Leuten gesagt, gehen froh in der Türkei.
Wir haben als ADR als einzige Partei hier an dieser Chambre eine ganz klare Position. Wir sagen, Türkei ist natürlich ein wichtiger Partner für Europa, auch strategisch, auch Fälle an der Region leid, auch Fälle die zweitgrößten Armee an der NATO hat. Natürlich können wir nicht, auch Fälle das ökonomische Perspektive bietet an einen interessanten, an noch kulturell ganz faszinanten Partner aus. Aber wir können nicht Türkei auch noch an die Europäische Union abholen, weil das gegen die Europäische Union noch mehr fundamental verändern, wie wir es wahrscheinlich selber wählten. Natürlich ist es gut, mit ihnen zu schwätzen über die Rechte, dann über juristisch an einer Frauen. Wir sind mir da bewusst, all die Leute, die eventuell hier über Beitrittsperspektive von der Türkei schwätzen und davon reden, was das wirklich bedeuten für die Europäische Union. Es ist nicht von ungefähr, dass sowohl an der Türkei wie an der Europäischen Union die Idee von einem türkischen Beitritt eigentlich an den Populationen nicht unterstützt wird. Das ist eine politische Hypothese, aber das ist nicht mehr wie das. Wir als ADR so im Fall, wir wollen den türkischen Beitritt nicht. Ukraine, Russland. Vielleicht zwei wichtige Vorbemerkungen immer auf die Sache angehen, an eine Menge Russisch, als russisch Freund verstehen das ganz gut, wenn man so mit muss gesagt gehen. Solidarität an der NATO steht nicht auf froh. Wir haben den Artikel 5, Länder wie Polen, die baltischen Staaten, andere, die sind in der Sicherheitsgarantie in der NATO. Wir unterstützen alle Gurheilbahnen wahrscheinlich, ich will nicht, am Nummer zwei Kollegen schwätzen, die vielleicht eine andere Meinung haben, die Mehrheilbahnen unterstützen noch, dass wir mitmachen an Manövern in Osteuropa, wie die Solidarität von unserem Land mit Osteuropa zu unterstützen. Wir verstehen das nur, dass die Sowjetunion an allem, was die Länder erlebt haben, dass da eine gewisse Angst ist, und das muss man auch echt hören. Aber natürlich sind wir alle der Meinung, dass die Ukraine eng staatliche Existenz a gesicherte Grenze muss hun auf die Stimme ran. Mir dat sind so wichtig vier Bemerkungen. Mehr los mal Lommel awer bis ihre Kühlholen a gucke wat do an den letzten Jahren mat der Ukraine mat Russland geschieht ist. Herr Minister, Dir hat an Ihrem Exposit darauf verzicht, für eine historische Analyse zu machen. Das schön, wenn mir hätte ger gene gewusst, wie Dir das analysiert tut, was do geschieht ist. Mir so op jeden Fall. Der Kalle Krieg als River. Es ist falsch, an so Termen zu denken oder so zu machen, als wäre man nach an einer Kriegssituation oder an einem kalten Krieg mit Russland. Russland ist für uns ein strategischer Partner. Ein Freund, mit dem wir andere Defien auf der Welt können zusammen uppacken, notamment auch den militanten, fanatischen Islamismus oder andere große Probleme von der Weltkommunität. Russland ist ein Partner, wir gehen uns am Gegner ehren, wenn wir gegen Russland als Gegner konsiderieren. Sicher, auch die russische Demokratie ist nicht perfekt, übrigens auch nicht immer. Wir müssen aber die Progress anerkennen, die ein Land wie Russland gemacht hat, nach für 25 Jahren an einer Diktatur gelebt hat. An Haut sicher an einer nicht perfekter Demokratie lebt. Mir wert für einen Unterschied, wie die Leute, die früher zur Sowjetunion kannten, an der Russland von Haut gesehen auch war, wie gesagt, nicht perfekt als mir wert für eine Progress, muss man das doch aber anerkennen. Aber viertens, wir können doch nicht vermischen. Eng politische Tension, die wir am Blick mit Russland tun, mit aber engem kulturelle Gemeinsamkeit hier am Haus Europa, was wir mit Russland teilen, für Wert, und das ist ein ganz konkret vor dir stellen, für Wert, als die letzte Regierung so negativ angestellt gegenüber der Abweihung von einer harmloser Statue von einem großen russischen Schriftsteller und Dichter, dem Alexander Puschkin zu Mirsch, die nicht angeweiht wird, weil das Kulturministerium wird auf dem Außenministerium wie go zu kriegen, für eine Statue, ein Büst anzuweihen, wie einem russischen Schriftsteller. Aber sind wir am Krieg? Wir sind nicht am Krieg. Haben wir kulturell Probleme mit Russland? Nee. Für was können wir da nicht ein harmlose Büst anweihen und wir das kulturell verbunden hätten, mit einer von den großen Kulturnationen in Europa unterstreichen? Was sind die Ursachen von der Situation, wie man so an der Ukraine haben? Madame Brasseur hat gesagt, das wird die Annexion von der Krim nicht. Das ist nicht die Annexion von der Krim. Das ist etwas, das ziemlich weit zurückgeht. Vielleicht eine kurze Rede, mir leider nicht viel Zeit. Das ist aber spannend. Es ist spannend, wie sie gesehen, wie die Ukraine nur der Ablösung von der Sowjetunion einen ganz normalen Weg gegangen ist. Sie wollte die Staatlichkeit festigen. Sie wollte an einer Unsicherheit auch noch mit einer großen russischen Minorität eine Staatlichkeit festigen. Und die ukrainische Sprache hat dabei eine große Rolle gespielt. Sie hatte gewissen Misstrauen gegenüber Russland und auch gegenüber der russophonen Population an der Ukraine. An Ukrainisch, wo sie gehen, also wie die Staat zu festigen,
an auch wie Festorientierung nur dem Passe der Sowjetunion zu ankreieren. Aber das hat aber auch geheescht, dass das Spannungsverhältnis entstanden ist zu den Russen, die an dem Land gelebt haben, und zu Russland. Und es war ja so, dass im Jahr 2012, wo Russland als Regionalspruch, auch Russisch als Regionalspruch abgewehrt genoss, Klappereien am Parlament waren, verschiedene erinnern sich noch an die Szenen, die waren nicht schön zu gucken. Allo no Maidan, no denen Demonstrationen an anderen, die man vom November bis de Februar des kannt hatten, an die auch westlich mat gesteuert wären, dat der auch nicht vergessen erinnert ich und den Auftritt vom Senator McCain zu Kiew, aber a Russland wahrscheinlich auch nicht ganz positiv abgeholt gouf. Den Erblick nur den Unruhen, als du de Spruchegesetzem opgehowe gin am Februar des Joer, an dat huet natierlech an der russischer Population, a russischsprachischer Population an der Ukraine ganz groß Unruhen ausgelöst. A während de Maidan goufet gegen Demonstrationen an der Regionen vun Donetsk, Lubansk, an auch op der Krim. Krim hat schon Demos gewarnt für denen Entwicklungen, die sie gesehen haben. Und auch Russland hat strategische Interessen, dadurch, dass der Krim der wichtigsten oder eben den wichtigsten russischen Häfen, nämlich Sevastopol, leid, aber wie gedurcht wird, wenn in die ganzen Tableau guckt, die Aufsetzung von Janukowitsch nicht konform zu der Verfassung, egal was über ihm hält, das ist ja kein Modell gewesen von Ehrlichkeit. Dann, ja, das hochgelaufen, ja, aber nicht von nichts. Und dann, die Evolution der Krim, dann versteht ihr einfach, was da eventuell kommt geschehen. Ich gebe mich sehr, weil mir, wie gesagt, nicht viel Zeit. Aber ich will vielleicht ein paar Worte sagen über die Reaktion von Europa. Das ist nicht richtig. Einfach zu sagen, die Annexion der Krim als nicht völkerrechtskonform. Es geht neben der territorialer Integrität eben auch das Prinzip von der Selberbestimmung von den Völkern. Aber wir müssen, wenn wir irgendwie rauskommen aus der Sanktionslogik, muss man mit Russland verhandeln, wie wir können das Statut von der Krim in Zukunft uphaken. Gibt ein zweites Referendum, als Russland da eventuell d'accord, ein zweites Referendum zu machen in der internationalen Observation, wo man aber da ginge so, wir erkennen aber selber Bestimmung von der Krim und an den Blick der Annexion für Russland. Wir können doch nicht an der Logik bleiben, an der wir los sind. Natürlich muss Minsk umgesetzt gehen. Ja, natürlich muss man die Ukraine ökonomisch stärken. Aber für alle muss man rauskommen aus einer Logik vom Russia-Bashing, vom Putin-Bashing, verschiedener Türkei gemerkt und auch zurückkommen an eine Situation, wo es nicht trennt mit Russland am internationalen Droit, mit Konditionen aushandeln, wo wir wen auf vier fanden. Den europäischen außenpolitischen Ding, es tut viel Fehler gemacht, auch Kommission, den Entweder-Oder, das ist eine Sache, wo die Kommission als gedrückt hat. An den europäischen außenpolitischen Ding, was hat die gemacht? Erstens, das ist nicht objektiv. Das ist eine Analyse von den osteuropäischen Staaten an ihrer Angst, die uns treibt an dieser Situation, wo wir so, wir müssen mehr moderat sein. Das ist zweitens nicht glaubwürdig, weil wir haben nicht gesagt, Herr Bannen, sagt ja, wo das? Dass wir faschistische Gruppen an der Ukraine hatten, die offen Nazi-Symbole gewesen sind, wie die Wolfsangel und andere, die gegen die russischen Minoritäten da gekämpft haben. Aber Russland sieht, es wären faschistische Gruppen, dann ist das vorgewirrscht. An eng Drittsache, d'Effikazität von den Sanktionen, die as net ginn, andere hu schon erklärt für wert, erfeiert den zum neuen Direktor. Et ass net normal, dat um Aufschaffe von der Troika drin Negoziationen mit Russland, hauptsächlich von Deutschland a Frankreich gefeiert gehen, all die anderen sind mehr oder Mann de Baus, so nach Polen, aber sie raus. Dat ass ke gut Zeche für Europa. Et Götter, die wollen zu gut eng europäische Armee enges das grinnen. Mir so, wir können uns nicht an de Krieg feiere losen, durch eng osteuropäisch Analyse, wo mir als nicht mehr rumfahren, an das wichtig von den Direktor, dat Europa as dat more freiert kreen, dat mir als Lützeburg oder gegen vieren an der Souveränität behalen. Ich will nach Pult iwwer den neuen Osten der Purwur zoen. Gaza und Israel. Herr Minister hat gesagt, Gaza wäre die größte Prison oder mat eben den größte Prison der Welt, ich weiß nicht, wie wird wirklich. Das ist falsch. Es ist falsch, weil das Problem ist, wann et e Prison ass, wann ich Terminologie überholen will, da frohe ich mich, wem möchtet dann zu einer Prison? Die sagt all Dursache als Blockade, aber wie könnt zu der Blockade? Die könnt doch nicht an einem Raisonnement mit Verantwortung von denen ausblenden, die da Ruder sind. Das ist ein sehr, wie gesagt, ich gehe gerne, da darf man das diskutieren, das geht nicht. Die schwätzt, die kritisiert mit Recht, Siedlungspolitik von Israel an den besaten Gebieten. Das kann ich kritisieren. Es kann ihn aber nicht hingehen, haut, an einfach eine Linie, die kein klar
kloer Basis am internationale Recht huet, das mich ganz kompliziert an noch net für Israel verdedigt, nämlich die soi-disant Grenze zu 67 als Repair einfach unhöhle, wann realistisch will sinn an Friedensverhandlungen begünstigen. Auch dat geht an dem Sinn dann net. Wir müssen aber wie gesot an dat am Detail enker diskutieren. Ja, ich gesehen eng Zeit als aufgelaufen, mir auf jeden Fall mir kriegen Herr nur noch Fleisch gelehnt, da wissen wir nur in Osten zu schwätzen, weil ich mengen Kollegium der Lenker unter eng Motion, weil das dann Möglichkeit gibt, an Dave zu verschiedene Sachen zu gehen. Das ist doch nicht merci.